Get your fucking hands up. Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und im heutigen Video, wie schon angesprochen, fahre ich KTM SMCR 690 und wir sind auf dem Weg in die Berge rauf. Wo genau, das sehen wir dann noch. Und jetzt ist gerade rot geworden, super. Ich glaube, es funktioniert jetzt mit dem Aufnehmen vorne, hat es irgendwie nicht funktioniert. Und genau, also was man schon mal merkt von TÜV ist, dass man da wirklich drauf hockt, auf dem TÜV drauf. Und nicht so wie bei meinem eigenen TÜV, wo er so ein bisschen der Sitz versenkt ist im TÜV, wo er so wirklich also den Teilen hat. Bei dem merkst du, dass du wirklich drauf oben bist, du musst dich ein bisschen blöd gesagt, übertrieben gesagt, mehr festheben. Und wenn du ganz wenig, das ist ja der drosselt, und wenn da, aber egal ob drosselt ist oder nicht, wenn da wenig Gas gibst, so, aber man hört es jetzt nicht, ich muss dann nachher, wenn man beschleunigt, kann ich es eher machen, dann höre ich, dass er richtig so hämmert, dass er richtig laut ist, das finde ich so geil, ich kann jetzt so oft immer Gas geben. So, das da, wenn ihr es gehört, jetzt ist es noch nicht so fest gewesen. So, wenn man nur ein bisschen Gas gibt, aber man beschleunigt, dann tut das so tönen. Das ist so geil. Das finde ich so geil. Nein, um die allgemeine, der TÜV. Also ich habe mich jetzt langsam daran gewöhnt. Ich bin mega wie ein Anfänger in die Kurve gegangen. Und am Anfang habe ich noch abgewürgt beim Losfahren. Weil ich nicht genug gekuppelt und Gas gegeben und so. Aber jetzt nach, wie lange fahren wir jetzt? Ich habe keine Uhr drauf. Ja, nach vielleicht einer Stunde brennen meine Füße vom Auspuff schon. Und aber das ist egal, da könnte man auch, wenn man jetzt den würde besitzen, auch das Wärmeschutzband rundherum machen, das wäre keine Sache. Und aber ich habe jetzt schon eigentlich, es ist mega cool zum Fahren, also ich merke jetzt da nicht irgendetwas Schlechtes oder so. Also fährt sich wirklich schön. Am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, nein, das ist doch nichts. Aber ich finde, er rüttelt zwar ein bisschen, aber sie haben das ja besser gemacht mit dem Motor, weil der letzte, mein Bruder, übrigens erfahren mit dem Bruder und mit seinem Kollegen, wie der letzte TÜV, haben sie gesagt, dort sind die Kolben anders rum gewesen, da hat er irgendwie viel mehr, oh, jetzt gehen wir auf die Autobahn. Jetzt hat der TÜV viel mehr gewackelt und gerüttelt als jetzt bei dem. Und da ist es viel optimierter, also viel besser optimiert. Und ja, ich denke mal, wir halten sicher irgendwann an und dann können wir den TÜV von außen noch bestaunen. Ich tue jetzt das Video unterbrechen und dann sehen wir uns später wieder. Ich tue nachher am Lichtsignal noch ein bisschen drauf rumgumpen, um euch die Förderung zu zeigen. Ich finde, man kann ja die TÜV oder allgemein TÜV kann man ja aufs Gewicht abstimmen. Aber ich finde, so wie er jetzt ist, und wahrscheinlich ist das Original, finde ich es eigentlich gar nicht schlimm. Also logisch, wenn man es jetzt abstimmen auf das Gewicht raus. Ah, schau, MX5. Nein, auf mein Gewicht raus abstimmen, wäre sicher 1000-mal angenehmer für den Rücken. Und wenn man über irgendwelche Schwellen reinfährt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist trotzdem noch geil, um dann wieder zu fahren. Und nein, ich finde das wirklich geil. Und ich jetzt muss sagen, das Ding ist. Das Ding ist jetzt, ich sage jetzt mal von meinem TÜV zu dem TÜV, ausser dass es halt ein anderer TÜV ist und halt so ein anderes Feeling ist, eine andere Community ist, oder Community mit dem TÜV,
Das ist halt schon, ein KTM ist einfach ein KTM, oder? Aber sonst, ja, ich will jetzt nicht etwas anderes, dass ich irgendwie sage, ja. Also natürlich, der TÜV ist geil, ich würde den ganz gerne kaufen, wenn ich es könnte. Aber ja, kostet original etwa 12'000 bis 13'000 Franken, ist schon viel. Aber ich finde, es ist halt wirklich eine brachiale Maschine. Also, der ist jetzt so drostet, sie haben gesagt, das merkt man vorher mit hohen Drehzahlen. Was für Drehzahlen, man sieht da nicht mal etwas. Aber nein, was ich eben geil finde am TÜV ist, er ist zwar digital, aber man sieht nicht mehr, als man muss sehen. Man sieht den Gang, das ist, finde ich, schon mal cool, wenn man Videos macht etc. Man sieht die Geschwindigkeit und man sieht, wie viele Kilometer das man gemacht hat. Oder man sieht sonst gar nichts. Also ein bisschen minimalistisch, aber ich finde es noch geil. Weil ich bin eher so ein Minimalist. Minimalist. Nein, ich finde es geil. Ich finde es wirklich geil. Ich muss wieder schauen, ob es filmt, weil das wäre schade, es darf nicht, wie filmen die Aufnahme mit dem TÜV. Jetzt nochmal der B-Test. Ich glaube, ich höre langsam auf mit dem Geheulen. Das wird der Motor nur heißer. Du merkst schon, unten läuft ja gerade der Auspuff durch, gerade beim linken Knöchel. Und das wäre schon etwas, das Wärmeschutzband, oder sagt man dem? Ja, Wärmeschutzband anzumachen. Ich glaube, das würde viel nützen. Oder das noch zusätzlich anzumachen. Da habe ich auch den Blackout, aber ich finde jetzt, das wäre eigentlich auch noch gut. Und eben, ihr seht da, man könnte eigentlich da, wenn man da TC drückt, und dann kann man Taktschrittkontrolle machen. Und da gibt es verschiedene Stufen. Der Garage hat mir das zeigen, aber ich weiß nicht, ob das schwierig ist, jetzt sozusagen, oder ob es definitiv erst musst aktivieren durch die Software. Weil ich gemeint habe, man müsste das so aktivieren durch die Software. Das tue ich jetzt leider nicht. Spielwerk cool ist wirklich nicht von Nachteil. Man muss ja keine Traction-Controller machen oder so den Rolling Burnout machen. Und eben, wie gesagt, wegen dem Vibrieren, also ich finde, ich fahre jetzt 80 im 6. Gang, du merkst, dass er ein bisschen so, ich habe das Gefühl, dass dann wie die Räder härter sind, dass alles so ein bisschen, so richtig ein bisschen schlägt, sozusagen. Da musst du ein bisschen im kleineren Gang fahren. Ist dann viel angenehmer, wenn du im kleineren Gang fährst. Und er hat natürlich mehr Zug. Das ist jetzt ein 650er, 750, 700, ich glaube der ist, ich kann es nicht sagen, das ist ein CR6 750er, also er hat 77 PS, so viel es mir ist, oder fast 80 PS. Und du weißt ja, mein TÜV hat 55 PS, der hat fast 80 PS, also ja, schon ein brachialer Unterschied eigentlich, wenn du denkst. Schon ein brachialer Unterschied, das merkst du vor allem beim Beschleunigen extrem. Also beim Beschleunigen von den tieferen Drehzahlen auf merkst du es wirklich sehr. Was ist das? Jetzt sind wir im 2. Gang bei 60. 2. Gang bis 60. Ich zeige es euch jetzt nochmal, wenn ich ein bisschen mehr Platz habe. Ich dann ein bisschen 2. Gang bei 50. 2. Gang bei 50, jetzt ist 60 erlaubt. Und jetzt seht ihr, wie schnell ich 60 erreicht habe. Und 60 erreicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ah ja, das kann ich euch noch zeigen, von 50 bis 80. Im 2. Gang. Gut, jetzt haben wir 58 drauf. Wir können heute sagen, habt ihr gesehen, wie schnell? Ja, dann können wir uns sagen, wer das mal gesehen, das erste Video. Es gibt sicher noch mega schöne Kurven im Alles, die wir dann auch aufnehmen können. Und darum würde ich jetzt sagen, wer es das erste Mal gesehen. Ich hoffe, euch hat das Video sehr viel Spass gemacht. Also mir macht es extrem viel Spass, aber wenn ich denke, das kann ich nicht schneiden, dann wirklich ohne Witz. Also würde ich sagen, wer es das gesehen, bis zum nächsten Video und bis dann, ciao miteinander.